Bonjour, merci, dass ihr Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen und lauschen. An der Straßburger Plenarsession vom Europäischen Parlament, über die ich schon die letzte Woche berichtet habe, standen auch noch eine Reihe anderer Dossiers im Ordre du Jour, an denen ich besonders aktiv bin und über die ich euch kurz informiere. Als Winzer interessiert es, dass die reformierte Weimarktordnung, die nach dem politischen Akkord von Dezember letztes Jahr am Ministerrat schließlich den 1. August dieses Jahr in Kraft getreten ist, dass die an die gemeinsame Marktordnung für alle Agrarprodukte, für die die Marktordnung gibt, integriert soll gehen. Alles ist schon an der dicken Ziel von ein paar hundert Seiten bis auf den Wein. Als Präsidentin vom Intergruppe Wein, Qualität, Tradition vom Europäischen Parlament hat ich mit anderen interessierten Kollegen versucht, diese Integration zu verhindern, weil die Winzer riskieren, an eine Situation zu kommen, wo sie an dem dicken Buch nicht mehr herausfinden, wo was steht, was sie betrifft. Kurz gesagt, eine Situation, an der ein Katze Jung nicht mehr rumfindet. Wir haben auch an der Debatte zu Straßburg den 19. November nur 10 Uhr versucht, klar zu machen, dass in so einer Situation der Winzer nicht zumuten kann. Wir haben noch gewarnt, dass durch so eine Abteilung von den Texten, die die Wein betreffen, an 90 Artikeln in 21 Kapiteln das Risiko besteht, dass etwas geändert wird durch für den Wein durch ein Handel, der kein etwas merkt. Wir haben noch darauf insistiert, dass die Vertreter von den Winzern, von der ganzen Filière auch noch weiter müssen dabei sein, wenn an den Gestionskomiteen über das Marktordnung geht. Das gilt uns zugesagt. Es gilt auch zugesagt, dass an der europäischen Suchmaschine, die heißt Eurlex, die technisch Voraussetzungen geschaffen sind, dass ein Winzer oder Weinhändler nicht mehr das Wort Wein antippen muss, für dann alle relevanten Artikel von der Weinmarktordnung abrufen zu können, die ihn interessieren. Das ist aber noch nicht für mich. Ich habe mit meinen Kollegen schließlich für den Bericht gestimmt, weil es einfach nicht mehr möglich war zu verhindern, dass der Wein als Restprodukt auch an das gemeinsame Marktordnung integriert wird. Wir konnten die für drun erwähnten Zusagen rausschlagen und ich werde aufpassen, dass die EU-Kommission hier das Wort hält. Das werde ich auch machen, was die alarmante Situation an der Bienenzucht in Europa betrifft. Ich hatte ja am Segen von der Agrarkommission die Initiative geholt, für ein mündliches Aufruf mit Debatte auf die Tagesordnung vom Plenum vom Parlament zu bringen, weil in letzter Zeit Bienensterben drastisch zugeholt hat. Das ist nicht einfach, Zustimmung für so eine Initiative zu kriegen. Dafür bin ich wirklich froh und stolz, als permanenter Rapporteur über die Situation von der Bienenzucht seit 1994, dass ich darin fertig gebracht habe, Kommission und Parlament für die Probleme von der Bienenzucht in Europa zu sensibilisieren. Das geschieht, wie gesagt, schon mit einem gewissen Succès, seit ich mich dafür einsetze. Das sind global 15 Jahre. Aber in letzter Zeit haben Probleme für die Bienenzüchter an der ganzen Welt zugeholt. An den USA sind 2007 800.000 Bienenstöcke futtergegangen. In Kroatien sind an 40 Stunden 5 Millionen Bienen verschwunden. In Großbritannien stirbt von 5 Bienenstöcken. Hauptberuflich Bienenzüchter berichten weltweit von Perten bis zu 90%. In China geben da bestimmte Regionen überhaupt keine Bienen mehr. Da müsste manuell bestäubt gegen eine richtige Katastrophe. 90% von der Rekolten weltweit hängen von der Bestäubung durch Bienen auf.
Die Rekolten an Europa hätten einen Wert von 400 Millionen Euro. Der Wert von der Bestäubung von Kulturen für Ernährung geht weltweit mit 153 Milliarden Euro. Ugin das Zahlen, die am Debat zu Straßburg gesot sie gin, die illustrieren d'Envergure vom Problem, die Gott sei Dank auch von der EU-Kommission voller kam das. Wir kruten an dem Debat zu Straßburg exzellent Informationen, besonders was Recherche angeht. Es gibt schon ein Rechercheprogramm, den heißt Bayern an Europa, am nachhaltige Hundeproduktion Bishop, ein Projekt Alarm als auch NRW, an dem Tester gemacht gehen, die in anderen den Bestäubungsausfall als Ursachen sichern. Das ist also nicht so, dass Soldat, was Parlament lo gefordert hat, de la moutarde après dîner wir. Bien au contraire, wir sind schon lang kontinuierlich Ball. Und es war schon richtig und wichtig, die Kommission daran zu erinnern und darauf hinzuweisen, dass hier Erfahrungen, die wir nicht minimisieren wollen, aber müssen nach mehr gezielt und intensiviert gehen, wenn wir das Problem von dem bedauerlichen Bienensterben in vielen Regionen besser an den Griff kriegen wollen. Übrigens konnten wir an der Debatte, die bis halb nicht gedauert hat, durch Informationen, dass aufgrund von soliden Analysen sich herausgestellt hat, dass Pollen von genetisch modifizierten Pflanzen keinen negativen Einfluss auf Bienen hat. An Amerika und noch an Europa sind Bienenstecken nicht dort gegangen, wo GMO Mais zum Beispiel angebaut wird. Das will nicht heißen, dass nicht weiter auch an der Richtung geforscht soll gehen. Zum Abschluss noch eine gute Nachricht für die Bienenzüchter. Seit 2004 können ja am Kader von den nationalen Bienenzuchtprogrammen Kompensationen für den Verlust von Bienen auch von Honigprodukten kompensiert gehen, zum Beispiel durch Finanzierung von Aktivitäten betreffend Zucht von Kindiginnen, zum Beispiel durch den Erwerb von Bienenkolonien und Bienenstecken. Natürlich müssen das beihelfen, an die Nationalprogrammen inkorporiert und auch hier angefragt gehen. Dafür gibt es ja Geld, das ich seit 1997 mit meinen Berichten herausgeschlagen habe. Das ist da ein konkretes Beispiel, dass es schon etwas an Europa bewegen kann, wenn eine Sache richtig aufpackt. Und was in diesem Fall natürlich geschieht, als ich werde als Bienenzüchter, die leider nicht zu Straßburg dabei sein konnten, wie ursprünglich geplant, weil der Debat nur zu Noelle Wauer stattfand. Ich werde sie informieren, richtig, natürlich. Merci, dass ihr mir noch gelauscht habt, und bis die nächste Woche. How many?